Willkommen zurück, Sportsfreunde, zu Pokémon Legend Arceus. In der heutigen Folge will ich mich um die Sidequests kümmern. Ich fürchte aber, es wird gleich noch irgendwas passieren, wodurch, wir storybedingt aufgehalten oder in eine andere Richtung getrieben werden. Hä? Ah! Der Typi vom Perl-Clan. Zur Feuerspeinsel. Wie sie sich wohl als Wächter ohne König fühlen muss. Sogar bei uns im Perlclan reißt sich so manch einer das Maul über sie. Nicht schön. Nee. Hoppla, jetzt fange ich auch schon an mit der Tratscherei an. Ja, das ist Feines und Punkte, die auf die Kraft spezieller Steine reagieren. Andere Pokémon entwickeln sich sogar mit Hilfe bestimmter Steine. Axanto ist ein Beispiel dafür. Ja gut, Stein finde ich jetzt übertrieben, das als Stein zu bezeichnen. Der Legende nach soll es einen Stein geben, dem die gleiche Kraft schlummert, mit der das ehrwürdige Sinnoh ans Universum erschuf. Und das alles vergisst, überlasst dir diese halbwegs bedeutsamen Steine, die ich gefunden habe. Was? Leistungssteine. Oha. Moment, was? Was kann ich bei euch kaufen? Nee. Oder auch nicht. Warte mal. Nee, nicht hier, sondern hier. Also das Kies ist klar, den kennen wir. Leistungsstein. 6 bis 8 verwendet werden. Jetzt frage ich mich halt gerade, bereits anwenden oder lieber noch warten? Klar, nach Tarnige Lava können bereits angewendet werden. Das ist aber noch zu früh. Ich lege es erstmal in. Nein, ich glaube, ich lege es erstmal bei mir ab, komm. Leistungsstein. Ja, warum nicht, wa? Statt Leistungssand oder Kies kommt uns halt der Stein direkt. So, wir können natürlich auch ein paar Materialien noch mitnehmen für ein paar Bälle, auch Zentnerbälle und so, aber nee, warte mal noch. Wir haben genug Pokebälle oder Superbälle, Schwerbälle, Federbälle, hast nicht gesehen. Alle Sorten von Bälle. Bälle, Bälle, Bälle. Ab ins Bälleparadies. So, nee, Sidequests. Genau, wir haben die. Ich könnte bereits hier hin. Ich muss aber, glaube ich, erstmal ins Obsidian-Grasland. Hier war doch noch die eine Quest. Ich weiß gar nicht mehr welche. War das die mit Enton? Können wir mal ganz kurz gucken. Hä? Ernsthaft jetzt? Hier? Also, aber gar nichts. Okay. Eigentlich nichts gemacht, aber ist egal. Hey, das wäre außerhalb, okay. Ich bin leicht verwirrt. Hey, die wollen doch verarschen. Wo ist denn die? Okay, warte mal. Okay, einfach hier. Ja, Önisbasis was, glaube ich, ja? Das rote Sumpfland wäre eh korrekt, hey? Hier will ich ja sowieso hin. Ist bloß die Frage, bin ich ja richtig mit der Quest? Nee, nicht ganz.
Da ist noch ein Onyx, wa? Was irgendwie da oder da auf dem Berg. Irgendwo da haben wir noch so ein Herrscher-Onyx gehabt. Entons Kopfschmerzen, sind wir weggeblasen. Enton. Kein Problem, wir helfen allen. Entons Kopfschmerzen. Was kriege ich dafür? Doppelleber. Ja, super. Ja, natürlich schon cool, aber was anderes wäre auch nicht schlecht gewesen. Egal. Oberhaupt auftreten? Ich denke schon. Nee, das ehrwürdige Sino doch nicht. Das ist super cool drauf. So. Das Pokémon wollen wir hier im Roten Sumpfland noch holen, genau. Roselia, da fehlt mir noch irgendetwas. Das Sanitätstrupps. So genau, dafür muss ich nochmal zurück. Ah, hätte ich auch nie ausgekannt, egal. Haben wir den See der Kühnheit noch? Okay, noch ein paar Items. Das sind eigentlich auch so Items, wo man sich echt denken kann, okay, die kann ich eigentlich auch wirklich offscreen holen. Momentan ist auch noch gar nicht so wirklich nötig. Oh, sogar 2 Quests, okay. Ja. Mogel. Seltsam, oder? Oh, wie ein Baum aussieht. Der will doch nicht sagen. Nee. Ich glaube nicht, das ist ein Gestein-Pokémon. Ja, aber es ist ein Gestein-Pokémon. Hat sogar Buschelin das irgendwie drauf? Ah. Und noch ein paar andere. Hier. Ich würde es nicht tun. Mogel! Ja, das ist sauer, logischerweise. Also gut, Axantor. Dein erster Auftritt, Kumpel. Mal gucken, was du jetzt so drauf hast, wa? Umzugeben ist klar, bringt nicht viel. Ich mach mal... Kreuzschere. Ja. Ordentlicher Damage. Jetzt mal Psychoklinge. Weil du keinen Stab drauf hast, ist klar. Ja, so schnell kann es gehen. Entschuldigung, Kumpel. Mein Fehler. Nochmal nach Tara. Und hier sitzt währenddessen noch ein Item ein. Damit sie ein paar Erfahrungspunkte kriegt. Okay, also wenn sogar nach Tara ein bisschen Schaden kriegt, dann... Holy moly. So, Spukball. Mogel. Mama. Oh je, da hat er wohl ganz schön zugesetzt. Es ist unbedingt ein Mogelbaum. Mogel. No Mogel. Besser verstehen können, ja. Ich habe gesagt, mach es nicht. Aber nee. Hört man auf mich vom Forschungstrupp? Natürlich nicht, warum auch? Ich erzähle ja eh noch Quatsch. Mann, so. Dann gebe ich ihm gleich mal noch einen normalen Trank. So. Eine Taroko gebrauchen. Gut, ich bin hier am Basislager, können auch pennen, aber... Passt schon. So. Wo habe ich ihn nur verloren? Ein Talisman fallen gelassen.
Finden. Wenn du ihn findest. Oh, eine neue Quest, ey. Eigentlich wollte ich den Quest abschließen und neu auftreiben. Warte mal, ich bin doch hier. Bin ich nicht eigentlich richtig? Sind hier wieder die Dinger verschoben oder was? Nee. Das haben wir nicht ganz. Sanitätstrupps. Dann das wir müssen auch wieder zurück, super. Dass die Missionen ja auch immer alle total verstreut sind alles. Die Frage, was ist hier näher? Ne, wobei, warte mal, ich hatte doch bei Ursulune, glaube ich, noch einen anderen Geruch drauf. Mann, nimm die falsche Taste. Nimm die falsche Sortierung, was soll der Quatsch? Na jetzt. Ein Torfblock! Krass! Das ist das Item, was Ding braucht. Ursaring, um sich zu entwickeln. Sag mal. Wie lange hält das Scheißgift eigentlich noch? Okay. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, ist, wie soll ich das jetzt überhaupt finden? Dem blauen Signal folgst. Hey, mache ja. Aber irgendwie. Das ist nur kein blaues Signal, das ist das Problem. Der guten halt nicht. Ne, warte mal, hier will ich eigentlich gar. Ich will eigentlich auf die andere Seite. Aha, kann man da überhaupt hin? Vielleicht müsste hier übers Wasser und so. So. Bin so schon ein bisschen schneller. So ein paar krasse Pokémon. Ne, Minimap, was würde ich also eine Minimap geben? So, warte mal, Geröllhügel. Der Strecke waren wir jetzt noch nie. Komm hier nirgendwo rüber, oder? Keine Chance. Boah, dann Wasser-Pokémon.
Aha, so weit schwimmen kann sie gar nicht, Michael, wa? Alles klar. Das ist natürlich kacke, weil wir haben natürlich dann so gar keine Chance zum... Da können wir natürlich rundherum rennen, wa? Okay, eventuell eine Variante. So, beim Diamant-Clan. See der Kühnheit. Hier soll noch eines der Seen-Trios sein. So ein paar Vadribis, sehr schön. Dann so ein bisschen Honig am Boden. Neoflibis, auch ein cooles Pokémon. Also zumindest kann es cool sein. Hallo Georock. Hallo Georock. Alles voller Georocks. Das kann auch ein mehr oder weniger normales Onyx. Wer lebt hier oben? Niemand, war. Ja, ein Pokémon fürs Wasser und dann ist noch viel Luft oder so. Zum Fliegen wäre natürlich noch geil. So, bin ich zumindest schon mal auf der anderen Seite. Natürlich auch sehr cool. Oh. Erstmal ein Kampf gegen dich. Du bist vermutlich ein... Oh, so viel höher vom Level her jetzt auch nicht. Das müsste, glaube ich, sogar hinhauen. Oh, beide haben eine Attacke gemeistert. Sehr interessant. Der Flammenrad war... Ja, da hatten wir schon. Naxanto, was hast du für einen Move gemeistert? Tarnsteine. Okay, da wundert mich jetzt ein bisschen. So, jetzt halt die Frage. Wow, Alter! Wo kommst du plötzlich her? Das hat eigentlich jetzt platt gemacht. Okay, jetzt halt höher als ein anderes. Alter Schwede. So, komm, was bist du für ein Level? Würde ich gerne mal wissen. Oh, ein Burmi! Burm de Burmi! Tarnsteine macht sicher gut Damage. Und überlebt sogar. Okay. Wenn es nur 40er Schaden hätte sein können. Ja, mit Igellauer würde ich das machen. Es wurde überrumpelt und kann nicht angreifen, weil es auch kacke ist. Aeroas! Neue Attacke! Sehr schön. Natürlich erst einmal hier noch ein Ebi-Bomber. Oh, Schwerttanz. Ach du Scheiße. Schwerttanz würde ich mir gerne überlegen. Für später, glaube ich, mal Ruck zu geben. Ist natürlich am Anfang jetzt für einen schnellen Finisher und so, weil ich glaube, es ist jetzt nicht so schnell im Vergleich zu anderen Pokémon. Ja, wobei doch.
Oder ein bisschen Speed hat's. Also kann man jetzt nicht groß meckern. Was ist das wieder für ein Viech? Das war so ein Paras oder so. So. Oh, das ist eine fette Honigbiene. Oh ne, 61, den Spaß tue ich mir nicht an. Also noch nicht. Später natürlich schon. Okay, runter müssen wir tatsächlich. Soll irgendwo noch ein Item sein? Ah, da ist eh schon. Danke. So, und jetzt dort. Hier unten vielleicht, wa? Ja, ein paar Pokémon sehe ich zumindest hier. Ich glaube, ich habe gerade im Augenwinkel das Pokémon gesehen, was ich sowieso suche. Oh, Nierlicht. Das ist die Frage, komme ich hier relativ safe hier runter da drüben? Jo, da vorne, Freunde, da haben wir es. Unser Pokémon mit den 3 Blättern. Ganz kurz gucken. Ja, super. Sag mal. Nein! Das war jetzt ein bisschen Pech. Aber gut, ich meine, wir haben es gesehen, es wird eh wieder nachspawnen, also kein Problem. Dann schnappe ich mir mal hier ein Pachirisu. Oh, sind die stark. Was? Oh, come on. Bin schreckhaft, wa? Nein. Bis du erstmal das richtige Item gefunden hast. Okay, das klappt irgendwie so auch nicht richtig. Was ist hier noch schönes? Kleinexemplar gefangen. Oder generell einfach gefangen, okay. Ah, dass du ein richtiges Item ausgewählt hast. So.
Hätte ja auch klappen können. Ernsthaft jetzt? Greifen wir zuerst an und dann fliegt's wieder? Wie unhöflich. Das ist doch nicht die feine englische Art, Freunde. So. Igelavas Entwicklung ist möglich, Freunde. Das kommt wohl auch gelegen. Wobei da würde ich gerne dann doch erst in der nächsten Folge machen, wenn ich ehrlich sein darf. Weil, soll ja ein bisschen speziell sein. Also die Entwicklung der Starter-Pokémon in Pokémon Legenden Arceus. Weil deswegen sind es nicht die Sinnoh-Starter, sondern eben sind andere Pokémon. Weil sie eben doch hier ein bisschen spezieller drauf sind. So, Axana darf es noch schön ein bisschen leveln. Da Nebulaxia Geister-Gift-Pokémon sind, macht natürlich das sehr viel Damage. Leistungssand. So, Freunde, ansonsten, wenn wir so ganz kurz Funsache vorhin noch nachgucken. Ein paar Dankbarkeitspunkte. Die eine Quest da mit Ursaluna und so muss er vielleicht nochmal gucken. Vielleicht sogar, ich glaube, dann machen wir ein bisschen Offscreen. Der Tauchblock. Den braucht man für Ursa-Ring, um es zu entwickeln. Ja, die Quest mit, beziehungsweise die vermisste Person mit Ursaluna irgendwie aufspüren, wegen dem blauen Kreis, aber ich habe gar keinen. Ich glaube, da werde ich vielleicht mal bis zur nächsten Folge mal ein bisschen gucken. Offscreen, wo ich dann irgendwo anfangen muss, überhaupt zu suchen. Weil sonst suchen wir hier doof und dämlich und das ist im Let's Play ein bisschen doof. Am Stream ist ein bisschen was anderes, im Let's Play ist eher doof und deswegen, ja. Das ein anderes Mal. Alter, ich sehe gerade, dass bei ihm gar kein Wert auf Angriff ist, und trotzdem ist er so hoch. Holy moly, hey. So, Eisenbrocken haben wir auch schon wieder ein paar. Ja, auch hier wieder, es füllt sich schon wieder. Kann ja schon wieder irgendwas herstellen, irgendwelche. Medizin vor allem, war. Eine ganz super Tränke aufbrauchen. Und man 60, 100, 150. Bringt eigentlich schon was, also unnütz ist natürlich nicht. Alter, ich habe erst 7 Geister, beziehungsweise Irrlichter gefangen, natürlich auch ein bisschen schlecht. Was wir ansonsten in der nächsten Folge noch machen könnten, wäre hier noch ein bisschen für den Pokédex arbeiten. Exemplare gefangen, kleine Exemplare gefangen, da fehlt noch ein bisschen was. Entdeckt zu werden. Ja, für Axantor und eben immer noch die Entwicklung für Igelava, die man noch in der nächsten Folge zu Gemüte ziehen möchte. Axantor macht einen guten Job, kann man gar nicht anders meckern. Damirplex, vergesse ich immer wieder. Ja, Damirplex natürlich auch ein bisschen entwickeln, also vor allem mit seinem Move, dass er den ein bisschen häufiger einsetzen muss im Tempo-Style, damit er sich dann auch schon bald entwickeln kann. Und wir ähnlich zu Sichlor, beziehungsweise Sichlor zu Axantor mit Damirplex eine neue Entwicklung sehen werden. Die Igelava-Entwicklung, genau. Naja, Freunde, kommt gut, aber eben, Vermisstensuche im Sumpfland, da ist halt irgendwie das Problem, weil ich habe hier wie keinen blauen Kreis. Du hast alles Gedicht 13, was?
Ja, bitte. Und die Rauchknoll säuberlich geschält, über dem Feuer gründlich wird gegärt. Gebraten und sie gar fein wird gekocht, an jeder Verfahren je nach seiner Art. Was? Ranzere kaum. Wow! Was macht denn dort ein Alpha-Ding? Ne, ich will gerade nicht, sorry. Mann! 39 würde man jetzt doch gern zu Gemüte ziehen. Aber ich glaube, ich nehme dafür... Ja, ich weiß, Folge dauert ein bisschen länger, Freunde, ist nichts Neues. Ups. Eigentlich sollst du gegen den catchen. Voll vorbeigeworfen, ey. Natürlich kommt es mit der Giftattacke, was soll es sonst sein? Bei ihr Stoß Tempo. Dort gekillt, okay, das wundert mich jetzt ein bisschen. Hä? Nur so wenig Punkte? Okay, das ist ein bisschen enttäuschend. Ein bisschen mehr hätte ich jetzt eigentlich schon gerechnet, aber okay, dann nicht. Das war das krasse Alpha-Nebulak, oder? Und dann... viel gibt's nicht, oder? So, aber schön, dass wir schon mal einen Torfblock gefunden haben. Eben auch dank der Nase unseres Ursa Luna, beziehungsweise unseres gut, war. Auf des Wilden. Das wir herbeirufen können. Ja. Aber ne, wegen der Quest gucke ich mal nach und dann haben wir. Das hier kann ich entfernen, weil jetzt haben wir das Ding da unten. Unser Pflanzenviech mit den 3 Blättern. Hier mal in der nächsten Folge noch hingehen. Nebst der Quest mit Ursa Luna. Weil eben hier finden wir dann noch einen Gelast, oder sollen wir zumindest finden. Und ich hätte gerne einen Pflanzenpokémon im Team. Da muss ich halt eben gucken, welches dafür weichen wird. Damirplex sich noch nicht, weil der noch entwickeln will. Also wird es entweder Luxtra oder Staraptor sein. Luxtra ja auch eher weniger, weil es auch Eismove drauf und Elektro auch immer praktisch ist. Staraptor, ja, mit Flug und Kampf. Gut, Kampf wäre natürlich praktisch. Müssen wir mal gucken, Freunde. Diesen viel mehr. Plus natürlich Egelavas Entwicklung. Und hoffentlich die Quest wegen der Ursa Luna Nase, wegen der vermissten Person in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao zusammen.